whack on you. Get up and make it work. Yo, if I could do it, then whack on you. Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had the skills since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had nobody, I came from dirt. Still came fuck, I put in the work. Pinning a picture when I write lyrics. Don't call me a rapper, I'm really an artist. It's one by chance or luck. I took one shot and I hit my target. I'm not even yet in my prime. I'm not at 100, yeah, I'm still charging. They don't wanna see me win, but I know in the end I'm winning regardless. Sleepless nights, I was up in the stew, up in the booth trying to make me a hit. Even when I was feeling low, man, I kept on going, I weren't gon' quit. I can't wait for the day that I make it. Next in line, man, I feel like a king. My time will come, I just gotta be patient. Also Motto ist da, fressen oder gefressen werden. Ne? Willkommen zum dritten Tag. Wir sind jetzt in Kitetsu Nara. Keine Angst, ich habe nicht das gleiche an. Ich habe einfach 2-3 Mal vom gleichen T-Shirt dabei. Und da haben wir die Hirsche, die sich verbeugen. Wir haben wieder Tempel und so weiter. Aber ich glaube, ich lasse Bilder für sich sprechen. Da könnt ihr die Crackers kaufen, aber die kaufe ich nicht, weil sonst jagt es mich nachher. Da wird auch einer gejagt. Und die beißen voll in den Ranzen rein. Schau jetzt, schnapp! Und genau darum habe ich mir keine Cookies gekauft. Es ist viel lustiger zuzuschauen. Jetzt haben wir einen wunderschönen Ausblick über ganz Nara und hinter dem Hügel liegt Osaka. Da sind wir heute mit dem Schnellzug durchgefahren.
Und es ist echt schön da. Normalerweise wäre das auf die andere Seite und das ist das Zeichen für Glück in Asien, aber das sieht mir verdächtig nach einem anderen Zeichen aus. Einen Tipp geben, geht erst nach dem August oder vor dem Mai, wobei dann ist natürlich recht teuer die Saison, nach Japan, weil obwohl jetzt Mitte September ist, haben wir gute 30 Grad und sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Also es ist sicher besser als dort, wo ich im Juli war, weil dort bin ich verschmachtet. Das T-Shirt ist nicht trocken geworden, aber geht nach dem Sommer. Ein riesiger Tempel, anscheinend vor 300 Jahren wieder aufgebaut. Vor 800 Jahren ist schon mal ein Tempel da gestanden. Aber jetzt zieht es langsam an mit den Leuten. So haben wir noch in das Street Food Festival. Kostet tut jetzt das zweimal grosse Ramen und 2 Getränke für 3100 Yen. Also umgerechnet sind das etwa 18 Franken. Mit roten Bohnen. Aber man sieht, recht viele Leute am Zuschauen, ist halt schon recht bekannt worden durch Social Media.
Das ist unser Limited Express, den wir gebucht haben. Und ich habe es immer falsch gesagt. Man sagt Kintetsu Nara, nicht Kinetsu. Ist halt noch ein bisschen schwierig mit der japanischen Aussprache. Einfach nochmal zu eurer Information. Den Zug musst du etwa Minimum 2 Wochen vorher buchen, eher einen Monat vorher. Und dann nachher hast du da das Plätzchen reserviert mit super Aussicht. Rush Hour. Da ist es nicht ganz so schwierig zum Navigieren wie in Shinjuku, aber du musst gleich immer schauen, wo du hin musst. Genau, die Line suchen wir. Mido Sushi. Davor ist jetzt wieder unser Hotel. Eben irgendwo bei dem Zeichen oben auf dieser Seite ist unser Zimmer. Und was uns jetzt immer wieder aufgefallen ist, eigentlich für so eine riesige Stadt ist es so ruhig. Jetzt hört ihr etwas? Ja gut, der Polizist, der Security-Man tut jetzt ein bisschen reden, aber sonst nicht gross. Zweiter Gang. Also, das ist irgendwie einfach eine Fehlkonstruktion. Ich bin mir die ganze Zeit überlegen, wo stehe ich hin, dass ich nicht dort hin muss stehen. Aber ich muss dort hin stehen, weil ich kann da nicht stehen. Ich muss da hin. So, da hin. Dann kann ich die Türen zumachen. Das ist aber nicht euer Ernst. Oder? Dann stehst du so an. Dann kannst du